Grüß euch miteinander. Schön, dass ihr gekommen seid und meine Geschichten hören wollt. Da freue ich mich aber narrisch. Also macht es euch gemütlich und kommt mit mir auf mein Märchenalm. Seht den Frosch mit die goldenen Flügel? Das ist mein Geschichtenfrosch und ich bin der Njutscha. Und in der Nacht, in meine Träume, da besucht mir der Frosch und erzählt mir Geschichten. Ja, und ich mach die Beutel dazu und erzähle es euch dann weiter mit meinem Kamischibai. Schauen wir mal. Heute, da habe ich eine Geschichte dabei von einem Fuchs, der vor allem aus der Jacken rauskupft ist. Es war einmal vor langer Zeit, da waren hier überall noch so riesige Wälder, viel mehr als jetzt. Und mitten in dem Wald, auf einer kleinen Lichtung, da hat die rote Jule ein Kreiterweiberl mit flammend roten Haaren gewohnt. Und auf der Lichtung, da sind die seltensten Heilkräuter gewachsen. Und die Jule, die hat's alle gekannt, hat's gesammelt und hat's zu Heiltrink verarbeitet. Und die hat's die Kranken gebracht. Denn sie war eine große Heilerin. Und damals, musst du wissen, da hat's noch nicht viele Ärzte gegeben. Oder die waren viel zu teuer. Bloß für die Großkopferten. Naja, und wie du siehst auf ihrer Lichtung, da hat auch ihr kleine Stuten, Piumina, die weiße Stuten mit den kleinen dunklen Punkten und der komischen schwarzen Bauchbinden und schwarze Haxen hat sie auch gehabt. Und die hat auch da gewohnt. Und in die Vollmondnächte, du glaubst das nicht, da sind derer Stuten Flügel gewachsen, riesige Flügel. Und die Jule, die hat sie in ein Kreiterweiberl verwandelt. Und nachher sind die beiden hoch auf zum Mond geflogen und in ferne Länder, denn sie waren allweil auf der Suche nach neuen Heilkräutern. Und in einer solchen Vollmondnacht, das war eine von den ganz seltenen Rotmondnächte, wo auch die Sterne am Himmel nicht einfach hell leuchten, sondern bunt, da sind die zwei zum höchsten Berg der Welt geflogen. Denn auf dem Berg ganz oben, da gibt's einen magischen See. Und da wächst die blaue Blume des Lebens und die wollten's holen. Naja, und es war schon ganz schön lang, was geflogen sind. Und die kleinen Stuten, die war schon sauber mit. Und dann sind sie endlich an den Berg gekommen. Oh weia, hat sich die Stuten gedacht, jetzt muss ich da auch noch rauf. Aber tapfer ist hochgeflogen und höher und höher und höher. Und auf einmal ist die dunkle Nacht irgendwie heller geworden. Es war so ein leichtes, türkises Licht in der Luft. Und es ist ein wenig heller und türkiser geworden. Ja, und dann waren sie am See, am magischen See. Und der hat vielleicht türkis gestrahlt, du glaubst das nicht. Und aus dem See, da sind Blitze, gelb-orange Blitze hoch in den Himmel geschossen. Und als bunter Sternenstaub sind sie wieder runtergefallen in den See zurück. Naja, und die Jule, die war schon sauber müde, hat sie ins Gras am Ufer des Sees gesetzt und wollte gerade eine Brotzeit rausholen. Da sitzt da hinten am See so ein kleiner dunkler Punkt. Und der kommt näher und näher. Da sieht man schon, das muss ein Vogel sein. Und wie es noch näher gekommen ist, hat sie sich schon gedacht, das kann der Teiberl sein. Und dann hat sie auch schon gurrt. Ja. Und ehe sie sich versiegt, hockt sie das Teiberl bei ihr auf die Schulter.
und lässt 2 Kotbatzel fallen. So ein blödes Viech. Und fliegt wieder davon. Oh, kannst du dir schon vorstellen, dass die rote Jule saubergrantig war. Zieht die Jacken aus und will sie im See rauswaschen. Dann schaut die 2 Kotbatzel noch mal an, die weißen. Da hat sie doch was gekriegt. Ja, dann sieht sie es. Das sind Augen, die sie bewegen. 2 Augen und die schauen so traurig drein. Und dann verfärbt sie der Stoff die 2 Augen so rotbraun. Und dann sieht man schon eine spitze Schnauzen, spitze Ohren, ein Körper, 4 Haxen und einen ganz buschigen Schwanz. Und schon springt da durch Pfeigrad ein Fuchs aus der Jacken. Da ist sie aber erschrocken, die rote Jule, und schaut dem Fuchs ganz entgeistert an. Endlich hat mich ein Mensch gesehen. Endlich bin ich sichtbar und kann wieder leben. Wenn auch nur als Fuchs. Ja, sag mal, wo kommst denn du daher? Und warum warst du unsichtbar? Und warum kannst du sprechen? Ach, das ist eine lange, traurige Geschichte. Ja, und dann hat der Fuchs der roten Jule seine Geschichte erzählt. Und die ist ja so gegangen. Vor langer, langer Zeit, da war er ein junger, fescher Bursche, Schuster. Und er hat die schönsten und die weichsten Schuhe weit und breit gemacht. Und die Leute sind von weit her zu ihm gekommen und haben ihm seine Schuhe abgekauft. Na ja, dann kannst du schon denken, es hat nicht lang gedauert. Dann hat er einen ganzen Batzen Geld gehabt. Und hat er sich ein Häusl gekauft. Und weil er ein fescher Bursch war, haben die Mädel vom Dorf alle recht gern Meng. Und eine, die hat er sich dann zur Frau genommen und ist mit ihr in das Häusl eingezogen. Und bald schon hat sie einen Buben gekriegt. Und das war so schön gewesen mit seiner Frau, mit dem Buben. Aber das viel Geld, das hat ihn verdorben. Der ist so angeberisch, so prahlerisch geworden. Immer öfter ist er am Abend ins Wirtshaus gegangen, hat die Leute einen Schnaps gezahlt und ein Bier gezahlt und angegeben. Naja, und dann ist er halt allweil öfter besoffen nach Haus gegangen. Und in seinem Suff, da war er gar nicht nett zu seiner Frau. Und die hat oft bitterlich geweint. Und eines Tages, es war wieder so eine von den ganz seltenen Rotmundnächte, da war er so besoffen, dass er seinen Weg nach Hause nicht mehr gefunden hat. Und er ist ins Moor gekommen. Und zu der alten, verfallenen Hütten, in der schon lang keiner mehr wohnt hat. Aber die Leute, die haben alle gesagt, in der Hütten, da geht's nicht mit rechten Dingen zu. Zuerst war ihm schon nicht wohl, wie er die Hütten gesehen hat, aber nein, in seinem Suff hat er sich gedacht, scheiß drauf, was die Leute sagen, da schlafe ich jetzt. Mach Tür auf. Reißt's ihn aber, denn da drin, da hat ein Feuer im Herd brennt. Und auf dem Herd, da ist ein großer Topf mit Suppen gestanden. Und da hinten im Eck, da war sogar ein Bett mit einem Strohsack. Ja, jetzt ist es ihm ein bisschen anders, weil er schaut und aber er sieht keinen. Und dann in seinem Suff oder aus Übermut nimmt der Kerl
ein Feuerzangen, packt er mit der Scheit brennendes Holz und wirft's in das Bett mit dem Strohsack. Da kannst du schon denken, wie schnell das Bett zu brennen angefangen hat. Und er rennt aus der Hütte und die ganze Hütte brennt lichterloh. Und er, so ein Krattler, der hat gelacht, hat tanzt, hat in die Hände geklatscht, hat sich gefreut. Der war ein richtiger Feierteufel. Aber dann ist aus den kahlen Ästen hinter der Hütten auf einmal ein Nebel aufgestiegen, ganz hoch, hat sie verdichtet. Und da hat man eine Gestalt gesehen, ganz durchsichtig. Es war eine Hex, eine riesige Hex mit feuerroten Haaren. Und die hat ganz wild auf den Schuster geschaut. Ich weiß nicht, irgendwie hast du den Eindruck gehabt, die hat sich gefürchtet vor dem Feuer. Hat alle wieder auf das Feuer gestarrt. Voll Entsetzen. Nein, das ertrage ich nicht, dieses Feuer. Nein, nein. Und dieser Feuerteufel, dieser boshafte Feuerteufel, geh weg, geh weg. Und er hat die Augen zugemacht, weil das nimmer hat sehen können. Und wie die Augen wieder aufmacht, war das Feuer aus und unser Schuster war verschwunden. Und wie die Hex gesehen hat, dass jetzt den Schuster verwunschen hat, das war ja auch nicht ganz recht. Sie war ja keine böse Hex, aber sie hat halt auch so viel Angst vor dem Feuer gehabt. Na, hat sie sich gedacht, was mache ich jetzt mit dem verwunschenen Schuster? Hör zu, wenn in deine Augen keine Bosheit mehr lebt und nur noch Reue, nachher wird dir Mensch sehen und nachher kannst wieder leben, wieder sichtbar sein, aber bloß als Fuchs. Ja, und ein Mensch wärst du nur, wenn dein Herz vor Liebe brennt, so wie die meine Hütten. Und schon löst sich die Gestalt wieder in Nebel auf und war verschwunden. Oh. Und unser Schuster, der war jetzt ein unsichtbarer Fuchs. Während der Fuchs die Geschichte erzählt hat, ist die Rote Jule sehr, sehr nachdenklich geworden. Und wie er fertig war, hat sie lange nichts gesagt. Aber dann hat sie gesagt, kleiner Fuchs, die Geschichte kenne ich. Ich kenne die Geschichte. Jetzt weiß ich's. Meine Urgroßmutter, die hat mir das Geschichte als kleines Mädel erzählt. Und meine Urgroßmutter, die hat's Feuer gefürchtet, denn als kleines Mädel, da war sie mal bald in einem Haus verbrennt. Das muss meine Urgroßmutter gewesen sein. Aber was machen wir jetzt mit dir? Kann die ja nicht da und die magischen See lassen, da verhungerst man ja, da gibt's ja nichts. Weißt du was?
ich nimm die mit auf meine Lichtung. Und schon hat's den kleinen Fuchs packt, ist auf ihr Stuten aufgestiegen und sie sind schleunigst zu ihrer Lichtung geflogen. Und auf der Lichtung, da hat der Fuchs jetzt schon eine ganze Zeit gewohnt. Am Tag, da ist er im Wald umeinander gerannt. Und am Abend, da ist er zur Roten Jule auf die Lichtung gekommen. Dann haben die beiden diskutiert und überlegt, was könnten sie denn bloß da, um den Fuchs zu erlösen. Aber Idee haben sie keine gehabt. Und eines Tages, als der Fuchs gerade wieder im Wald umeinander rennt, daher da was. Der rennt dem Geräusch nach. Was ist denn das? Klingt ja fast wie ein Warner. Ah, da sitzt der kleine Bub mitten im Wald, aber der war noch wirklich klar. Der muss sich verlaufen haben. Und der warnt vielleicht. Der kleine Fuchs, der rennt natürlich hin zu dem Burm, setzt sich neben ihn, legt seinen Schoß auf dem sein Schoß, legt seinen Kopf auf den seinen Schoß. Da hört der Buswarner auf, schaut den kleinen Fuchs an, streichelt ihn. Ach, kleiner Fuchs, du kannst mir auch nicht helfen. Ich werde nie mehr aus dem Wald herausfinden. Da schaut der kleine Fuchs lang an. Kleiner Junge, kleiner Bub, hör auf zum Warnen, ich bring dich zum Waldrand. Du kannst dir vorstellen, welche Augen der Bub gemacht hat, wie der Fuchs das Reden anfängt. Ja, warum kannst du denn reden? Bist du verzaubert? Aber der Fuchs, der sagt nichts, packt den Jungen ganz vorsichtig mit seiner Schnauzen an der Hand und führt ihn zum Waldrand, wo die Mutter ihren Burm ja schon überall gesucht hat. Und der kleine Fuchs, der geht zurück zur Roten Jule auf die Lichtung und erzählt ihr die ganze Geschichte. Aber dann geschieht was Seltsames. Der kleine Fuchs rennt nimmer zurück in den Wald, nein, der bleibt auf der Lichtung sitzen, lässt seinen Kopf hängen und rührt sich nimmer, frisst nimmer, trinkt nimmer. Tagelang. Er wird schon ganz mager. Da denkt sich die Rote Jule, ja, so geht es aber nicht weiter. Ja, kleiner Fuchs, was hast denn? Ich liebe diesen Jungen und ich weiß nicht, ich sehne mich so nach dem kleinen Bub. Ja, da bleibt dann nichts anderes übrig. Morgen gehen wir in den Wald, ins Dorf und suchen wir den kleinen Burm und schauen wir mal, warum du den gar so liebst. Kannst dir vorstellen, wie glücklich der kleine Fuchs war. Er hat mit dem Schwanz gewedelt, ist an der Jule hochgesprungen und hat's kaum erwarten können, dass sie am nächsten Tag losgingen. Und am nächsten Tag, in aller Früh, wie sie losgegangen sind, da ist der Fuchs vorausgerannt und zurück und voraus und zurück. Denn die Rote Jule, die ist ihm ja viel zu langsam gegangen. Naja, nach ein paar Stunden, da waren sie dann am Waldrand. Und nicht weit weg vom Waldrand, abseits vom Dorf,
da ist eine kleine Holzhütte gestanden und im Garten von der Holzhütte, da hat der kleine Bub gelebt und hat da gerade gespielt und dann sieht er die rote Jule mit dem Fuchs kommen und er rennt ihnen entgegen und umarmt den Fuchs und seine Mutter, die das gesehen hat, die kommt ganz erstaunt hinterher. Ja, Jule, was ist das für eine Geschichte mit diesem Fuchs? Seit Tagen erzählt mir mein Junge, dass er im Wald einen sprechenden Fuchs gesehen hat und ich soll mit ihm kommen, um es selbst zu hören. Und jetzt kommst du mit einem Fuchs? Ach, Jule, ich würde so gern an einen sprechenden Fuchs glauben, denn dann gäbe es noch Märchen. Und wenn es Märchen gäbe, könnte mein verschollener Mann zurückkommen. Aber es gibt keine Märchen und mein Mann wird nie zurückkommen. Ja, und dann hat's den kleinen Fuchs angeschaut. Kleiner Fuchs, willst du nicht bei uns wohnen? Mein Junge, der liebt dich so. Bitte, bleib doch bei uns. Da schaut der kleine Fuchs die Mutter lang schaut das an. Rührt sie gar nicht. Aber dann, Lisbeth, ja, ich will bei euch bleiben für immer. Und ich werde so glücklich sein, wenn ich mein Lebtag ein Fuchs bleiben muss. Und kaum hat er das gesagt, da strahlt um den Fuchs dumm ein goldenes Licht, dass alle ganz geblendet ihre Augen schließen. Und als ihre Augen wieder öffnen, da war der Fuchs verschwunden. Und da gestanden ist der erlöste Schuster und er hat seine Frau und sein Burm glücklich umarmt. Ja, und die Jule, die ist zufrieden auf ihre Lichtung zurückgegangen. Aber der kleine Bub, der hat die rote Jule noch oft auf ihrer Lichtung besucht, hat von ihr alle Kräuter gelernt und ist ein großer Heiler geworden.